Sie sagt, ihre Eltern hängen mit ganzem Herzen an der Ukraine und sind dort geblieben. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Sie musste fliehen. Er kann nicht flüchten, sagt er. Seiner Frau und ihm fällt das Laufen zu schwer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten. Düsseldorf. Gleich kommt Roman Poreadin. Sorry fürs zu spät kommen. Ich stand im Stau, kam kaum voran. Eigentlich wohne ich in der Nähe. Und sie ist die hörende Dolmetscherin. Die beiden warten auf Natalia. Sie kommt aus Krakau. Das ist ziemlich weit weg. Nur eine halbe Stunde Verspätung. Respekt. Natalia ist 22 Jahre, flieht aus der Ukraine und wird über Polen nach Deutschland kommen. Ich bin aufgeregt. Ob sie in Düsseldorf bleiben kann oder nicht. Ob sie raus aufs Land muss. Wäre sie früher nach Düsseldorf gekommen, wäre es besser. Jetzt verteilen sie eher auf die Kleinstädte. Düsseldorf ist nämlich schon voll. Wir kämpfen für sie, dass sie hier bleiben kann. Sie ist gehörlos, alleine und eine Frau. Sie wäre ja hilflos. Hier in Düsseldorf ist das Gute, dass es Leute gibt, die Russisch gebärden können und ihr helfen. Ein Helferteam gäbe es auch. Der Bus ist sehr auffällig, den müsste man also sofort erkennen. Ich schaue gerade nach dem Live-Standort vom Bus. Der muss schon da sein. Warum ist dann hier kein Bus? Eigentlich ist er schon da. Er ist schon da, steht hier. Es ist schon nach 9. Sind wir am richtigen Bahnhof? Ja, der Zopp ist ja hier. Eigentlich müsste er schon da sein. Da steht Ankunft 8:50 Uhr, also vor 20 Minuten. Oder wir haben zu viel gequatscht und der Bus ist schon weg? Und sie ist weitergefahren nach Amsterdam? Da ist er. Schau mal dort. Hi, ich freue mich. Sie sagt, der Sitz war nicht so bequem. Sie hat nicht viel geschlafen, nur ein bisschen. Gut, dann komm, lass uns gehen. Köln. Auch hier sollen heute ukrainische Geflüchtete ankommen. Hallo, ich bin Paul. Ich bin Anton. Und Raphael. Die drei sind taube und hörende Dolmetscher. Heute ehrenamtlich. Der Plan? Rund 180 gehörlose Ukrainer, die in Berlin sind, sollen heute um 4 Uhr Nachmittag hier ankommen. Es ist vorgekommen, dass sie außerhalb untergebracht wurden. Für Gehörlose wäre das schlimm. Wie sollen sie dann kommunizieren oder Dolmetscher bekommen, wenn alles zu weit weg ist? Da ist es besser in der Stadt oder in Stadtnähe, aber nicht zu weit draußen. Das ist schon mal passiert. Ich glaube nicht, dass sie pünktlich um 4 Uhr ankommen. Es wird bestimmt später. Vielleicht steht der Bus im Stau, dann regnet es und er muss langsamer fahren. Es sollten ja viele kommen. Jetzt sind es weniger. Wahrscheinlich, weil sie in Berlin protestieren. In Berlin läuft momentan ein Protest. Ungefähr 180 Gehörlose machen mit. Sie protestieren dagegen, dass die Geflüchteten nach Köln sollen. Sie sagen, hier gäbe es keine Dolmetscher und Helfer. Die Gerüchte sind aber falsch. Wir haben hier alles.
Diese gehörlosen Ukrainer haben kurzfristig erfahren, dass sie nach Köln sollen. Aber sie möchten gar nicht weg. Dabei werden sie vom Gehörlosenverband Berlin unterstützt. Ihr wisst, ihr sollt nach Köln. Aber warum sollt ihr nach Köln? Genau, weil in Berlin alles voll ist. Berlin ist die Hauptstadt. Hier kommen die meisten Züge an. Deswegen müssen die Geflüchteten dann verteilt werden. Verteilt werden die Geflüchteten in Deutschland nach dem Königsteiner Schlüssel. Sobald Geflüchtete sich in einem Bundesland registrieren, wird dort im Computer die Quote automatisch berechnet. Den Geflüchteten wird ein Bundesland zugewiesen. Und dort werden sie dann untergebracht. Damit soll sichergestellt werden, dass die Geflüchteten gerecht auf alle Bundesländer verteilt und die Aufnahmeeinrichtungen nicht überlastet werden. Auch diese Geflüchteten sollen auf ganz Deutschland verteilt werden. Ein Problem für sie. Bitte nicht so registrieren. Die gehörlosen Menschen müssen zusammenbleiben. Man hat uns gesagt, das geht aber nicht. Doch es muss aber gehen. Es ist wichtig, dass sie zusammenbleiben. Eine schwierige Situation. Deswegen gab es dann die Idee, dass ihr alle nach Köln sollt. Dort gibt es ein Hotel, in dem ihr alle unterkommen könntet. Wir haben dann gefragt, für welchen Zeitraum das wäre. Das wisse man nicht, war die Antwort. Es können 2 Tage sein, 4 oder mehr. Höchstwahrscheinlich würde man von dort nochmals verteilen. Mit den Verantwortlichen haben sie ausgehandelt, dass diese Ukrainer noch ein paar Tage in Berlin im Hotel bleiben dürfen, damit eine Lösung gefunden werden kann. Oder geht es für sie doch nach Köln? Die 22-jährige Natalia ist unterwegs zur Aufnahmestelle, um sich dort zu registrieren und eine Unterkunft zu bekommen. Es wäre super, wenn ich in Düsseldorf bleiben könnte. Woanders kenne ich niemanden. Bis jetzt war sie 19 Tage allein in Polen und musste oft die Unterkunft wechseln. Sie sagt, ihre Verwandten haben alle Familie. Ihre Freunde auch. Sie ist alleine geflohen, aber das stört sie nicht. Sie ist selbstständig. Ja, ihre Verwandten sind alle in der Ukraine geblieben. In ihrer Familie ist sie die einzige Gehörlose. Ihr Vater und ihre Mutter sind dort geblieben. Ihre Eltern haben keine Möglichkeit zu fliehen. Deshalb sind sie geblieben. Ihre Eltern hängen außerdem mit ganzem Herzen an der Ukraine. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Sie musste fliehen. Bist du aufgeregt? Ja, ihr Herz pocht. Gleich wird sich entscheiden, ob sie in Düsseldorf bleiben kann. Ein paar Stunden sind vergangen. Es ist kalt. Die 3 Ehrenamtlichen haben sich ins warme Zelt verzogen. Und von den Geflüchteten ist nichts zu sehen. Hallo. Bisher gibt's nichts Neues. Eben kam ein Mitarbeiter und fragte, ob sie mit dem Zug kommen. Nein, mit dem Bus, habe ich gesagt. Die waren verwirrt. Wahrscheinlich wird's gegen 8 Uhr. Kommen die Geflüchteten heute überhaupt nach Köln? Auch in Düsseldorf sind schon ein paar Stunden vergangen, länger als erwartet. Gibt es Schwierigkeiten? Doch plötzlich? Geschafft? Ja, geschafft. Danke. Und wo schläfst du? Sie sagt, sie schläft im Hotel.
Bist du erleichtert, dass du im Hotel bist? Es ist ihr egal, sagt sie. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Sie haben noch einen Platz frei. Das ist gut, weil in dem Hotel schon 2 gehörlose Familien sind. Ja, gehen wir. Auf der Fahrt zum Hotel sieht Natalia zum ersten Mal ein bisschen von Düsseldorf. In diesem Hotel wird Natalia wohnen. Lebt sie sich hier ein? Wir sehen sie wieder. Ich habe Kontakt zu einem gehörlosen Lehrer in Kiew. Er unterrichtet seine geflohenen Schüler weiterhin, online. Gleich darf ich mit in den Unterricht. Roman ist ab jetzt zum Dolmetschen mit dabei. Er kann Russisch, weil er in Russland geboren ist. Und die russischen und ukrainischen Gebärden sind ähnlich. Doch als der Lehrer den Namen vom Dolmetscher erfährt, weiß er, Roman ist Russe. Der Kontakt bricht ab. Ich kann ihn nicht mehr erreichen. Per Nachricht schreibe ich ihm, dass Roman den Krieg nicht unterstützt. Es ist jetzt völlig unklar, ob ich überhaupt noch im Unterricht mit dabei sein kann. Der Bus aus Berlin ist jetzt doch da, aber von den 180 Geflüchteten sind nicht alle gekommen. Es sind 17 bis 19 ungefähr. Geplant waren 2 Busse, dann fuhr aber nur einer, weil es zu wenig Leute waren. Alle kamen in einem großen Bus. Sie sagen, dass sie 19 sind, aber das ist nicht ganz klar. Unter ihnen auch Männer. Eigentlich gilt in der Ukraine aktuell die allgemeine Mobilmachung. Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen. Für gehörlose Männer gilt das aber nicht. Das bestätigt uns der ukrainische Gehörlosenverband. Siehst du das Zelt? Dort müsst ihr hin. Hinter das Zelt, da ist der Eingang. Dort in der Aufnahmestelle müssen Sie sich anmelden, damit Sie eine Unterkunft bekommen. Bitte gebt mir eure Pässe. Wenn ihr keine Pässe habt, dann Geburtsurkunden und Unterlagen. Ich sammle sie ein und gebe sie alle zusammen dort ab, damit das schneller geht. Einzeln dauert das zu lange. Wartet kurz, ja? Hey, schau mal da. Ja, ich sehe schon. Wie in Berlin. Nein, das ist der Kölner Dom. Der Ja? ist ganz schön alt. Ja? Jetzt müssen Sie sich hier erstmal registrieren. Danach wird der Corona-Test gemacht. Ja, dann heißt es warten, bis klar ist, in welches Hotel Sie kommen. Bleiben Sie, wie versprochen, alle zusammen oder werden Sie auf unterschiedliche Unterkünfte verteilt? Es gab Probleme mit seinem Internet. Deswegen ist der Kontakt zu Lehrer Vasil abgebrochen. Jetzt dürfen Roman und ich doch dabei sein. Und eigentlich ist gleich der Unterricht, doch er erzählt uns vom Krieg. Am 24. Februar, ganz früh, gegen 5 Uhr, stand ich auf. Ich musste in die Arbeit zur Schule. Am Vortag hatte ich schon alles vorbereitet und zusammengepackt. Am 24. bekam ich einen Anruf, wo jemand plötzlich sagte, der Krieg hat angefangen. Ich habe gleich den Fernseher angemacht und gesehen, wie Putin redete und sagte, es gäbe eine militärische Operation. In Kiew fielen auf einmal Bomben. Gar nicht weit weg von meiner Wohnung, nur ein paar Straßen weiter, hinter den Bahngleisen. Da stehen Hochhäuser. Und eins von den Hochhäusern wurde getroffen. 3 Menschen starben. Ein Mann lief ziellos umher, erzählte irgendwas. Sein Gesicht war von den Glassplittern verletzt. Das habe ich gesehen. Bei mir zu Hause
habe ich vorsorglich alle Fenster abgeklebt. Ja, wegen der Splitter. Wasil wohnt hier, irgendwo in Kiew. Wo genau, möchte er zu seiner Sicherheit nicht sagen. Zu groß ist die Angst, dass das russische Militär sein Zuhause zum Angriffsziel machen könnte. Viele Leute können gar nicht fliehen. Sie sind alt oder krank. Sie bleiben. Ich kann auch nicht. Meiner Frau und mir fällt das Laufen zu schwer. Also bleiben wir. Am Anfang, am 24. und 25. Februar war es besonders schlimm. Da gab es 10, 15 Mal Raketenalarm. Wir konnten nicht schlafen, sind immer in den Keller runter. Irgendwann haben wir das dann gelassen. Einmal ging der Alarm im Unterricht an. Wenn es einen Alarm gibt, sehe ich das hier auf dem Handy in der App. Ich zeig's dir. Es lädt. Hier. Da siehst du, da ist es rot. Dort gibt es gerade Luftangriffe. In Luhansk und Donetsk. Wenn es in Kiew Alarm gibt, wird es dort rot. Bis jetzt ist die App in Kiew noch grün. Kein Raketenalarm. Aber bleibt das heute während des Unterrichts so? In Köln ist es spät. Endlich sind sie fertig mit der Erstregistrierung. Und sie dürfen zusammen in Köln bleiben. Sie fahren zum Hotel und bekommen dann ihre Zimmer. Ja, ich fahre erst mal mit, bis klar ist, wohin jeder soll. Wenn das fertig ist, mache ich Schluss. Doch es gibt nicht genug Platz in den Bussen. Kann sich jemand auf meinen Schoß setzen? Geht das? Der Rest muss zu Fuß zur Unterkunft. Berlin war wirklich chaotisch. Das Amt hat uns keine Genehmigung erteilt. 3. Ja, 3 Wochen lang nichts. Die anderen haben aus Wut angefangen zu demonstrieren. Dafür habe ich mich geschämt. Ich wollte lieber nach Köln. Das hat geklappt. Ich bin wirklich müde. Ich bin froh, jetzt hier zu sein. Das war ein Chaos in Berlin. Wir waren so nervös, wir wussten nicht, was kommt. Die haben uns ewig hingehalten. Wir haben keine finanzielle Unterstützung bekommen, nichts. Wir konnten gar nicht mehr schlafen. Dann kam die Idee mit dem Demonstrieren, aber das bringt so auch nichts. Deshalb bin ich doch nach Köln gekommen. Und jetzt froh. Schönen Abend. Wir sehen uns. Macht's gut. Hat alles gut geklappt. Ich bin erleichtert. Nach all den Sachen, die geklärt werden mussten, hat jetzt jeder hier ein Hotelzimmer. Jeder weiß Bescheid, konnte noch was fragen. Es ist alles geklärt. Alle sind jetzt erst einmal versorgt und ich kann beruhigt nach Hause ins Bett. Tschüss. Hallo. Wasils Unterricht fängt an. Auch bei den Schülern ist der Krieg Thema. Ich warte noch auf die anderen. Tschetschenen ermorden Ukrainer. Auch Kinder ermorden sie. Das ist schlimm. Ja, das habe ich auch im Fernsehen gesehen. Schlimm. Butscha. Ja, später. Ihr seid zu zweit. Kommt noch wer? 2 von den Schülern sind geflohen nach Deutschland und Italien. Einer ist weiterhin in der Ukraine. Der Rest ist heute nicht im Handwerksunterricht. Wie heißt dieses Werkzeug? Gartenschere. Gartenschere. Was macht man damit? Man beschneidet Bäume. Bäume, richtig. Oder den Finger. Finger? Nein.
Der Unterricht dauert nicht lange. Nach nur 20 Minuten sind sie fertig. Heute ohne einen Raketenalarm. Danke. Er hat gesagt, viel Ruhe und alles soll in Frieden bleiben. Einen Monat später. Das sind die anderen gehörlosen ukrainischen Familien. Heute arbeitet Roman nicht ehrenamtlich. Normalerweise wäre er gar nicht hier. Er ist nur für uns zum Dolmetschen mitgekommen. Heute gehen sie zu ihrer ersten Party hier in Düsseldorf. Einfach ist das für sie nicht, weil ihre Familien teilweise in der Ukraine im Krieg sind. Aber es ist trotzdem wichtig für sie, damit sie in Kontakt mit den Gehörlosen in Düsseldorf kommen. Ja, ich bin aufgeregt, ob ich die Gebärden von den deutschen Leuten verstehe. Wir besuchen uns gegenseitig auf unseren Hotelzimmern und lernen zusammen Deutsch. Zusammen geht das besser. Montag so, oder? Montag. Dienstag, ja? Und ich hab's gleich. Mittwoch. So, Mittwoch. Ach stimmt, Mittwoch. Sie möchte arbeiten, sagt sie. In der ersten Zeit würde sie auch putzen gehen, aber nach einer Weile findet sie dann vielleicht noch etwas anderes. Du studierst Modedesign, oder? Ja, sie studiert eigentlich Modedesign in Kiew. Eigentlich wäre sie in einem Jahr fertig gewesen, aber jetzt ist sie ja hier. Hallo. Hallo. Kennst du sie? Ja, ich habe sie schon mal gesehen. Wo war das nochmal? Stimmt, ja, Das war beim Vortrag. genau. Seid ihr vollzählig? Und die gleichen wie beim letzten Mal? Oder ist jemand Neues dabei? Ja, die beiden sind neu. Ja, regelmäßig. Wir FaceTimen regelmäßig. Bei mir zu Hause in der Ukraine ist alles in Ordnung. Aber sie verraten mir nicht alles und sagen nicht, wie ernst es wirklich ist. Sie wollen nicht, dass ich mir Sorgen mache. Ich weiß also nicht, ob das stimmt. Eine Freundin hat mir erzählt, dass es zu Hause viele Bombenangriffe gab. Ich habe meine Eltern aber auch nicht nochmal gefragt. Ich mache mir ständig Sorgen um sie. Wenn es mir nicht gut geht, dann singe ich. Ich gebärde das und lade es hoch. Das Lied heißt Ich will nicht. Ich will keinen Krieg. Das ist ein Lied und Gebet in einem. Прийде весна в нашу країну зранку з бомбами і на жахливій цій війні. І бачу у вісні мирне небо. Я кажу ні. Жахливій цій війні,
Lass dich drücken. Schön. Kann sie sich heute zumindest ein wenig vom Krieg ablenken und Düsseldorfer Gehörlose kennenlernen? Hi. Alles gut? Ja, alles gut. Schön. In Berlin war ja die Protestaktion. Wie ist die Situation seitdem? Vor kurzem, also vor einer Woche, hat die Regierung den Aufenthaltstitel genehmigt. Sie können in Berlin bleiben. Alle sind erleichtert. Viele haben auch schon angefangen zu arbeiten. Bei einigen fängt auch bald die Schule an. Nun endlich die Genehmigung zu haben. Wie hat sich das für die Geflüchteten angefühlt, in deinen Augen? Also, mein Gefühl, mein Eindruck ist, dass es für alle eine große Erleichterung war. Ihnen ist ein Stein vom Herzen gefallen, denn die letzte Zeit war mit viel Stress und Angst verbunden. Vielen Dank. Hallo. Guten Morgen. Die Gruppe ist immer noch im Hotel. Es ist alles wie gehabt, es läuft gut und es gab keine Zwischenfälle. Nur das lange Warten macht sie sehr unruhig. Sie möchten nicht noch mal woanders hin. In Berlin hatten sie schon einmal einen Monat lang gewartet und wurden so lange vertröstet, bis sie am Ende doch weg mussten. Sie haben immer wieder nach der Aufenthaltserlaubnis gefragt, mussten aber noch warten. Sie sind ja traumatisiert, weshalb es ihnen so wichtig ist. Seit letzten Donnerstag haben nun alle die offizielle Aufenthaltserlaubnis. Die Erleichterung ist also groß. Auch Natalia hat mittlerweile eine Aufenthaltserlaubnis. Und auf der Party kommt sie auch mit Einheimischen in Kontakt. Ich wünsche mir, dass wir bald nach Hause zurück können und unsere Familien wiedersehen können. Wichtig ist, dass Gott die Ukraine und alle Leute beschützt.